Sehr geehrte Frau Lüthi, sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Bock, sehr geehrter Herr Zürcher, sehr geehrter Herr Brigadier Neff, sehr geehrte Medienschaffende. Ich begrüße Sie zu diesem erneuten Point de Presse zum Thema Coronavirus mit den Fachexperten des Bundes. Ob diese Woche noch ein weiterer Point de Presse auf Fachebene stattfinden wird, werden wir nach der Bundesratssitzung vom Mittwoch festlegen. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, sehr verehrte Anwesende. Ich möchte Ihnen heute wieder einmal vielleicht ein bisschen mehr im Detail die Zahlen präsentieren. Und zwar, wie Sie sehen, wurden in den letzten Tagen 39 neue Fälle gemeldet, 5 zusätzliche Todesfälle, 3 Hospitalisationen und die Patienten auf den Intensivstationen nehmen auch weiter ab. Ich möchte Ihnen auch die Details zu diesen Zahlen einmal als Kurve zeigen. Wie Sie sehen, ist wirklich die Kurve stark am Abflachen, stark am Zurückgehen und das sind sehr gute Neuigkeiten. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht, gerade nach heute auch, wo jetzt die Lockerungsmaßnahmen erweitert wurden. Aber es sollte eigentlich möglich sein und das wird dazu führen, dass man dann auch ein erfolgreiches Containment, also Eindämmungsstrategie durchführen kann, dass man jeden Fall entdecken kann und dass man die Kontaktpersonen in Quarantäne bringen kann. Das würde wirklich dazu führen, dass diese Kurve weiter diesen Verlauf nimmt. Wie Sie sehen, sind es nicht nur die also die Fallzahlen, sondern auch die Hospitalisationszahlen sind im Sinken und ebenfalls die Todesfälle. Also von dem her muss man sagen, die Entwicklung ist sehr gut. Wir können uns eigentlich wirklich daran erfreuen. Und wir müssen auch sagen, der Schweizer Bevölkerung, sie haben sich hervorragend an die Vorgaben gehalten und das ist das Resultat. Was jetzt sehr wichtig sein wird, und das ist wirklich zu betonen, ist, dass alle Leute, die jetzt Symptome haben, also die Symptome haben, die einer Grippe ähneln, nicht die, die einen Heuschnupfen haben, die wissen das ja auch, das ist ja meistens bekannt. Also die, die wirklich grippeähnliche Symptome haben, die sollten jetzt wirklich sich testen lassen. Die sollten bei ihrem Arzt, bei ihrem Hausarzt anrufen und dann sollten sie getestet werden. So können wir wirklich diese Kurve noch weiter hinunterdrücken. Und das wäre natürlich in Bezug auf die weiteren Lockerungen der Maßnahmen hervorragend. Dann könnte man wirklich auch schauen, geht irgendetwas schneller, kann man die Maßnahmen lockern, so dass es auch für die weiteren Bereiche, die jetzt noch stark unter den Einschränkungen leiden, besser wird. Wie Sie sehen, und das ist immer die Frage, ja, hat das nicht nur mit dem Testen zu tun? Nein, wie Sie sehen, das Testvolumen bleibt mehr oder weniger immer das gleiche, aber die Zahlen nehmen ab. Das heißt, es werden immer mehr Leute getestet und immer weniger Positive gefunden und das ist so gut. Dieser Peak am Schluss, der ist völlig normal, das ist, weil einfach noch nicht alle Zahlen hineingekommen sind, der wird auch morgen wieder verschwinden. Also die positiven Fälle, die wir jetzt finden, die sind wirklich im einstelligen Prozentbereich. Und was natürlich vielleicht für alle noch viel wichtiger ist, die Patienten auf Intensivstationen, die noch gepflegt werden müssen, die noch an Beatmungsgeräten sind, auch diese Zahlen sind rückläufig. Ich wollte Ihnen diese Zahlen auch insbesondere zeigen, weil wir ja auch, wie bereits am Freitag angekündigt, die Empfehlungen für die Risikopatienten angepasst haben. Ich glaube, im Moment können auch Risikopatienten
sich wieder freier bewegen, sie müssen weniger Angst haben, sie müssen im Prinzip im Moment keine Angst haben, dass sie sich anstecken, wenn sie sich an die Verhaltensregeln halten. Wir empfehlen Ihnen weiterhin selbstverständlich, möglichst nicht die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder mindestens nicht zu Stoßzeiten, sich die Einkäufe machen zu lassen, damit Sie nicht in die Einkaufsläden gehen müssen. Aber Sie können sich bewegen, Sie sollen sich bewegen, Sie sollen auch wieder, soweit das möglich ist, Ihren üblichen Tagesablauf aufnehmen. Selbstverständlich immer unter Einhalten der Hygieneregeln, das heißt häufig die Hände waschen, sich möglichst immer Abstand halten und möglichst so vermeiden, dass sie sich anstecken. Wir haben auch die Empfehlungen für die Altersheime und Pflegeheime angepasst. Auch dort empfehlen wir jetzt diesen Heimen, dass je nachdem, wie lokal die Situation aussieht, sie die Lockerungen einführen, Besuche wieder möglich machen, selbstverständlich mit Schutzmaßnahmen, aber dass auch die Leute in den Altersheimen, die jetzt 8 Wochen lang ein sehr hartes Regime hatten, wieder die Möglichkeit haben, die normalen Familienkontakte zu pflegen. Selbstverständlich braucht es auch dort weiterhin den Abstand, aber ich glaube, es ist auch dort jetzt möglich, in den meisten Orten Lockerungen einzuführen. Das waren meine Ausführungen für den Moment und ich gebe damit das Wort zurück. Vielen Dank. Danke, Herr Koch. Herr Bock. Ja, vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Seit dem 13. März, also fast 2 Monate, bestehen Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten der Schweiz. Das heißt, dass jeder, der über die Grenze fährt, belegen muss, warum er oder sie dazu berechtigt ist. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den grenzüberschreitenden Verkehr auf das erforderliche Minimum zu reduzieren. Und dazu gehören vor allem Grenzgänger, die in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgehen, und Personen in besonderen Notlagen. Auch unsere Nachbarstaaten haben analoge Maßnahmen ergriffen und beschränken ihrerseits den grenzüberschreitenden Verkehr auf das erforderliche Minimum. Und darüber hinaus haben einige von ihnen im Landesinnern die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Damit die Grenzschutzorgane ihre Arbeit erfüllen konnten, wurden zu Beginn rund 130 Grenzübergänge geschlossen. Damit wurde der Verkehr kanalisiert, um effizient die Einreisekontrollen vornehmen zu können. Weiter wurde das Personal der eidgenössischen Zollverwaltung durch 50 Angehörige der Militärpolizei und rund 600 Milizsoldaten unterstützt. Deren Aufgaben lassen sich mit Bewachen, Beobachten und Melden zusammenfassen. Dass diese Maßnahmen zu Einschränkungen führen, ist unvermeidlich. Man muss sich jedoch vor Augen führen, dass sich die Schweiz in einer außerordentlichen Lage nach Epidemiengesetz befindet. Um die negativen Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen auf das erforderliche Minimum zu reduzieren, sind verschiedene Lockerungsmaßnahmen ergriffen worden. Weitere Personengruppen wurden vom Einreiseverbot ausgenommen, was aber automatisch zu mehr Verkehr führte. An Grenzübergängen wurden sogenannte Green Lanes eingerichtet, um etwa Arbeitnehmenden im Gesundheitswesen die Einreise zu erleichtern. Um den Verkehrsfluss aufrechterhalten zu können, wurden seither über 20 Grenzübergänge wieder geöffnet. Während zum Höhepunkt der Maßnahmen der grenzüberschreitende Verkehr um über 70% zurückgegangen ist, hat sich dieser Rückgang in den letzten Tagen halbiert und wird mit den heute in Kraft getretenen Lockerungsschritten wohl nochmals zunehmen. Der Vollzug dieser Schengen-Grenzkontrollen ist kein Selbstläufer. Insgesamt 68.000 Personen wurde die Einreise verweigert, weil sie die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Immer wieder kam es vor, dass Grenzabsperrungen umfahren, entfernt oder zerstört wurden. Die heute in Kraft getretene Änderung der Verordnung 2 über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus erlaubt es nun den zuständigen Behörden, an der Grenze risikobasierte Kontrollen durchzuführen.
Das heißt nichts anderes, dass die eidgenössische Zollverwaltung aufgrund ihrer Risikoeinschätzung entscheidet, wo, wann und in welcher Intensität Kontrollen durchgeführt werden. Die Kontrolle jeder einzelnen Person ist somit nicht mehr notwendig, aber durchaus noch möglich. Parallel dazu prüfen wir fortlaufend, ob weitere Grenzübergänge geöffnet werden können. Diese Öffnungen müssen zwingend in enger Absprache mit unseren Nachbarstaaten erfolgen. Jeder Staat entscheidet autonom, wann und wo seine Landesgrenze überquert werden darf. Eine einseitige Schweizer Öffnung bringt daher nichts, wenn auf der anderen Seite der Grenzübertritt verboten ist oder der Übertritt gar mit Sperrmitteln verunmöglicht wird. Die Bestände der Armee werden fortlaufend den Bedürfnissen angepasst und, wenn nötig, reduziert. Ich verstehe, wenn nun gerade auch in den Grenzregionen der Ruf nach einer raschen Öffnung der Grenzen laut wird. Ich verstehe, wenn die Wirtschaft verlangt, dass ihre Arbeitskräfte und ihre Kunden die Grenzen überqueren können. Öffnungen müssen aber abgestimmt sein. Abgestimmt auf die innerstaatlichen Schutzmaßnahmen. Alle unsere Nachbarstaaten und auch die Schweiz sind noch nicht zur Normalsituation zurückgekehrt. Abgestimmt auf die Maßnahmen des Auslands. Kein Land öffnet einseitig seine Grenzen. Dies ist immer ein koordinierter und vereinbarter Prozess zwischen zwei Nachbarstaaten. Und abgestimmt auf die vorhandenen personellen Ressourcen und Infrastrukturen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bock. Frau Lüthi. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, im Einklang mit den Lockerungsschritten im Inland und an der Grenze, die Ihnen Herr Direktor Bock soeben beschrieben hat, hat der Bundesrat per 11. Mai auch erste Lockerungen bei der Einreise in die Schweiz und bei den Aufenthalts- und Arbeitsmarktvorschriften vorgenommen. Ich werde sie kurz da durchführen und nachher auch für Fragen zur Verfügung stehen. Sie lauten zusammengefasst wie folgt. Der Nachzug von Familienangehörigen von Schweizer Bürgerinnen und Schweizer Bürgern sowie von EU-EFTA-Staatsangehörigen, die in der Schweiz leben, wird wieder ermöglicht, seit heute. Dazu gehören Ehegatten und die Kinder bis zum 21. Lebensjahr sowie Eltern und Großeltern, sofern ihnen Unterhalt gewährt wird. Bei der Zulassung zum Arbeitsmarkt liegt der Fokus im EU-EFTA-Bereich zum einen wie bisher auf Neuzulassungen für Erwerbstätige in einem für die wirtschaftliche Landesversorgung relevanten Bereich. Herr Bock hat den wichtigsten genannt, den Gesundheitsbereich. Neu ist, dass diese Gesuche von den Kantonen nun bearbeitet werden müssen. Bisher hatten die Kantone hier einen gewissen Ermessensspielraum. Zudem werden ab heute Gesuche für Aufenthalts- und Grenzgängerbewilligungen oder zur Meldung einer Dienstleistungserbringung wieder normal bearbeitet, wenn diese vor dem 25. März eingereicht wurde. Das heißt, es werden jetzt wieder Pendenzen abgebaut und diese Meldungen werden auch dann wieder normal bearbeitet, wenn sich die Dienstleistung auf einen schriftlichen Vertrag stützt, der vor dem 25. März abgeschlossen wurde. Damit können beispielsweise Monteure wieder einreisen, die eine im Ausland gekaufte Maschine in Betrieb nehmen oder Ähnliches. Wenn ich sage normal bearbeitet, dann bedeutet das eben insbesondere, dass es keine Branchenbeschränkungen gibt in diesem Bereich. Zusätzlich bearbeiten die Kantone heute auch wieder Gesuche für längerfristige Erwerbstätigkeiten normal, wenn dafür vor dem 25. März ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Das ist wichtig für alle Fachkräfte, die schon seit längerem einen Umzug in die Schweiz planten und dafür eigentlich schon alles bereit hatten. Das ist nun wieder möglich. Die entsprechenden Belege muss der Arbeitgeber dem Kanton einreichen. Im Drittstaatsbereich gehen die Lockerungen weniger weit. Hier werden neu wieder alle Gesuche normal bearbeitet, die bereits vor dem 19. März eingereicht wurden. Das war der Lockdown oder die Einreisebeschränkung für die Extra-Schengen-Staaten. Das heißt konkret, dass Spezialisten aus allen Branchen wieder zugelassen werden, wenn dieses Gesuch eben vor dem 19. März eingereicht wurde, vorbehältlich der gewöhnlichen AIG-Voraussetzungen wie Qualifikationen, Inländervorrang und Kontingent.
Auch die für die Einreise notwendigen Visa für diese Personen werden wieder ausgestellt. Zudem empfehlen wir den Kantonen in unserem Rundschreiben zur Personenfreizügigkeit 2 zusätzliche Lockerungsschritte. Ich sage deshalb Empfehlung, weil hier weiterhin ein Ermessensspielraum besteht. Bei den anderen Maßnahmen, die ich vorher genannt wurde, besteht dieser Ermessensspielraum nicht. Sie sollen im Meldeverfahren auch wieder Stellenantritte von Personen normal, das heißt unabhängig von der Branche, bearbeiten, wenn diese bereits mindestens 2-mal beim selben Schweizer Arbeitgeber gearbeitet haben. Damit soll beispielsweise die Situation von Stammpersonal in der Gastrobranche oder in der Landwirtschaft Rechnung getragen werden. Ebenso sollen die Kantone Meldungen und kurzfristige Stellenantritte im Meldeverfahren wieder bearbeiten, wenn es um Tätigkeiten geht, die im Sinne eines zwingenden wirtschaftlichen Interesses unaufschiebbar sind. Das sind beispielsweise Reisen im Zusammenhang mit einer Kundenakquisition, die für die Region oder für das betreffende Unternehmen von wirtschaftlich großer Bedeutung ist. Angebotspräsentationen, Verkaufsgespräche, Vertragsverhandlungen. Auch dringende Montagearbeiten bei wichtiger Infrastruktur können so wieder durchgeführt werden. Sind die Geschäftsreisen superdringend, das heißt nicht über das Meldeverfahren planbar und die persönliche Anwesenheit unabdingbar, besteht zudem die Ausnahme der äußersten Notwendigkeit, das heißt ein Härtefall, den man direkt an der Grenze geltend machen kann. Dafür müssen dann aber wiederum die entsprechenden geschäftlichen Dokumente an der Grenze vorgelegt werden können. Kann zum Beispiel der Fall sein bei einer dringenden Vertragsunterzeichnung oder bei einer geschäftlichen Besichtigung, bei der jemand persönlich anwesend sein muss. Das haben wir in unseren Weisungen präzisiert. Mit all diesen Lockerungen tragen wir der Tatsache Rechnung, dass die Wirtschaft in der Schweiz wieder Fahrt aufnehmen wird, wieder Fahrt aufnehmen muss und auf diese Fachkräfte dringend angewiesen ist. Gleichzeitig, und das sehen Sie auch bei meinen Ausführungen, bleiben wir bei Ausnahmen. Wir gehen nicht zurück zum Ausgangszustand, sondern wir generieren weitere Ausnahmen von Personengruppen, die eben zusätzlich einreisen können und bleiben damit bei einer vorsichtigen Lockerung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Lüthi. Herr Zürcher. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte zuerst ein paar Ausführungen zu Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit machen. Wir wurden jetzt ziemlich stark auch beschäftigt mit Anfragen aus dem Gastgewerbe, wie das jetzt aussieht ab heute, ob sie eben noch Anspruch haben, Sportvereine, Mannschaftssportarten, ob die Kurzarbeitsentschädigungsansprüche haben. Ich werde darauf zurückkommen. Nur kurz vielleicht die Zahlen, die aktuellsten Zahlen. Das ist Stand gestern Abend. Wir hatten von 185.375 Unternehmen Gesuche für Kurzarbeit für 1.868.528 Personen. Das sind bewilligte, genehmigte Gesuche. Und Sie kennen die Prozedur. Man reicht ein Gesuch ein bei der kantonalen Amtsstelle, die prüft dieses Gesuch, sind die Anspruchsvoraussetzungen, sind die Voraussetzungen für Kurzarbeit, sind die gegeben? Und dann bewilligt sie dieses Gesuch. Und das heißt jetzt noch nicht, dass ein Unternehmen dann tatsächlich Kurzarbeit macht. Also beispielsweise kann die Unternehmung beantragen, ich will in meinem Betrieb für 70% des Arbeitsvolumens möchte ich gerne ein Kurzarbeitsgesuch. Und die Amtsstelle kommt zum Schluss, okay, 70% ist in Ordnung, oder sie kommt zum Schluss, nein, du kriegst nur für 50% beispielsweise. Und dann kann diese Unternehmung im Bedarfsfall eben verschiedene Mitarbeitende auf Kurzarbeit setzen. Und Ende Monat meldet sie dann, wie viele Stunden effektiv ausgefallen sind. Und dann kann sie das innerhalb von 3 Monaten, kann sie das der Kasse geltend machen.
Und deshalb wissen wir heute noch nicht, wie viele Unternehmen tatsächlich jetzt wie viele Ausfallstunden gemeldet haben. Die Unternehmen haben Zeit, sie haben 3 Monate nach jeder Abrechnungsperiode Zeit, ihre Abrechnung eben der Kasse zuzustellen, und dann plausibilisiert die Kasse das, prüft das, waren die Anspruchsvoraussetzungen auch tatsächlich erfüllt, war das korrekt, und dann kommt es zu einer Entschädigung. Und das führt dazu, dass wir halt hier nicht sofort wissen, insbesondere was uns auch brennend interessiert, wie viele dieser Gesuche werden tatsächlich auch ausgenutzt, wie viel wird von der Kurzarbeit auch wirklich ausgeschöpft. Jetzt, was wir aber sehen, ist, dass bei den Zahlen, die Entwicklung der Zahlen, die haben sich sehr stark stabilisiert. Also in den letzten paar Tagen hatten wir kaum mehr eine signifikante Zunahme. Ich gehe davon aus, die Unternehmen, die damit gerechnet haben, dass sie Kurzarbeit brauchen, die haben ihr Gesuch deponiert, und von daher sehen wir hier keine starke Zunahme. Was auch noch klar muss gesagt werden, eben viele Unternehmen, die melden sich oder ersuchen um Kurzarbeit mal aus einer Vorsichtsmaßnahme. Es ist sicher eben, ich kann möglicherweise oder ich brauche möglicherweise dieses Gesuch gar nicht, aber es ist sicher, also melde ich mal an, und möglicherweise kommt es gar nie zu Kurzarbeit. Also als Vorsichtsmaßnahme würde ich übrigens allen empfehlen, hier auch diese Gesuche dann einzureichen. Jetzt die Kurzarbeit, das muss man auch noch klar verstehen, das ist natürlich eine Wette auf die Zukunft. Die Kurzarbeit ist ein präventives Instrument. Man will eben unmittelbar drohende Entlassungen vermeiden. Und man hofft, mit der Kurzarbeit einen kurzfristigen Einbruch eben überstehen zu können, indem man die Firmen in dieser Zeit etwas entlastet und die Lohnkosten eben durch die Versicherung nimmt. Je länger natürlich die schwierige Situation anhält, umso wahrscheinlicher wird halt es trotzdem, dass diese Unternehmung dann möglicherweise Leute dann auch entlassen muss. Und wir sind in dieser Phase, wir wissen nicht, wie die Unternehmen jetzt sich aufstellen. Allerdings, ich habe es letzte Woche, als wir die Arbeitslosenzahlen schon präsentiert haben, auch gesagt, an sich ist es, oder werten wir das als ein positives Zeichen, dass so viele Unternehmen, das entspricht etwa einem Drittel aller Unternehmen, für genau 37% aller Erwerbstätigen eben ein solches Gesuch eingereicht haben. Das heißt, sie gehen nicht sofort davon aus, dass sie diese Leute entlassen müssen, sondern sie haben eine Perspektive, sie hoffen darauf, dass sich die Situation wieder entspannen wird und dass sie dann allmählich wieder in die Normalität zurückkehren können. Vielleicht noch ein Wort zu den Arbeitslosen. Auch hier, wir haben im Moment 100, das ist Stand gestern Abend, 159.526 arbeitslos Gemeldete bei einem RAF. Und wir haben 230.129 Stellensuchende, die bei einem RAF registriert sind. Auch da sehen wir, seit einigen Tagen ist die Entwicklung flach. Also es nimmt nicht mehr groß zu. Allerdings seit 1. April immer noch 600, 700 Zunahmen pro Werktag, aber das ist schon deutlich weniger als im ersten Schock im März, wo wir nahezu pro Werktag eine Zunahme der Arbeitslosigkeit und der Stellensuchende um über 2000 Personen hatten. Von der Betroffenheit, das habe ich bereits ausgeführt, eben Gastgewerbe, Beherbergung, Gastronomie, 76% der Betriebe haben dort oder 76% für 76% der Erwerbstätigen in dieser Branche liegt ein Kurzarbeitsgesuch vor, dann Kunst, Unterhalt, Erholung. Dort sind es 62%, Baugewerbe, Bau 52%, Verkehr und Lagerei, 50% eben im Schnitt 37%. Von den Kantonen her, von der regionalen Betroffenheit, das Tessin 54%, Jura 52%, Neuchâtel 50%, dann Schwyz 43% und so weiter. Eben der Schnitt 37 und ganz am Schluss Kanton Bern hier mit 28% der Erwerbstätigen, für die ein Gesuch vorliegt. Jetzt noch einmal, was ist die Zielsetzung der Kurzarbeit? Die Kurzarbeitsregelung soll eben drohende Entlassungen vermeiden.
und es werden effektiv, nachweislich ausgefallene Arbeitsstunden vergütet. Und jetzt stellt sich die Frage, Gastgewerbe, Sie könnten ab heute öffnen und haben Sie jetzt Anspruch auf Kurzarbeit? Grundsätzlich ja. Aber die Unternehmen haben gegenüber der Versicherung eine sogenannte Schadensminderungspflicht. Das heißt, sie müssen das Zumutbare unternehmen, um ihren Betrieb zu öffnen und eben zuhanden der Arbeitslosenversicherung den Schaden zu reduzieren. Wenn Sie das objektiv, diese Bestrebung gemacht haben, das kann unter Umständen die kantonale Amtsstelle überprüfen und es geht trotzdem nicht, sie kann trotzdem nicht öffnen, diese Unternehmung, dann hat sie selbstverständlich Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Das heißt, sie kann verschiedene Arbeitskräfte dann auf Kurzarbeit setzen. Sie kann auch nur einzelne Arbeitnehmende auf Kurzarbeit setzen. Nehmen wir an, ein Restaurant, das hat 10 Angestellte, weil es jetzt eben von den Platzverhältnissen her und um die Hygienevorschriften, Abstandsregeln und so weiter, um all das einhalten zu können, kann sie nur vernünftigerweise 5 Personen einsetzen. Dann können die übrigen 5 Personen weiterhin Kurzarbeit beanspruchen. Nehmen wir an, es geht um ein Restaurant, das befindet sich irgendwo auf einer Alp und ist nur über eine Luftseilbahn erschlossen, die eben jetzt noch nicht geöffnet ist. Das ist ein Risiko oder das ist ein Umstand, der vom Betriebsinhaber oder vom Betreiber nicht selber zu verantworten ist und deshalb hat dieses Unternehmen auch Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Okay? Also in der Regel haben Sie Anspruch auf Kurzarbeit, aber ich sage es jetzt etwas salopp. Wenn man einfach keine Lust hat zu öffnen, weil man möglicherweise jetzt unter den gegebenen Umständen, wo wir Kurzarbeit, Entschädigung beispielsweise auch für den Gesellschafter, für den CEO einer Unternehmung bezahlen und dann das ganze Personal auch noch auf Kurzarbeit setzt. Und das darf man schon nicht ganz vergessen. Kurzarbeit ist im Moment absolut gratis. Es gibt keine Karenzfrist mehr. Es gibt keinen Selbstbehalt mehr vom Unternehmer her. Also wenn er keine Lust hat, dann wird er wahrscheinlich keinen Anspruch auf Kurzarbeit haben. Das ist etwas salopp gesagt, aber Sie verstehen sicher, wie das gemeint ist. Also wenn es die objektiv gegebenen Umstände nicht ermöglichen, dann hat selbstverständlich das Unternehmen Anspruch auf Kurzarbeit und die Arbeitslosenversicherung hat auch kein Interesse, ein Unternehmen quasi in den Konkurs zu stoßen. Okay? Weil die Zielsetzung ist ja, Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist die eine Frage, mit der wir uns jetzt stark konfrontiert sahen, hier auch auf den heutigen Tag hin der Eröffnung im Gastgewerbe. Dann kommen die Fragen, professionelle Mannschaftssportarten, sei das Fußball, sei das Eishockey, sei das Handball und so weiter, haben die Anspruch auf Kurzarbeit. Und dort ist eine Bedingung, dass der Arbeitsausfall bestimmbar ist. Und der Arbeitsausfall ist insofern bestimmbar, als wenn eben nicht trainiert wird, nichts unternommen wird, dann ist das 100% Arbeitsausfall. Dann kriegen Sie entsprechend Kurzarbeitsentschädigung. Sobald allerdings das professionelle Training aufgenommen wird, müsste ja die Arbeitslosenversicherung sämtliche Trainingspläne durchgehen und so weiter. Das geht nicht, das ist praktisch nicht machbar und dann ist eben der sogenannte Arbeitsausfall nicht bestimmbar und dann gibt's keine Kurzarbeitsentschädigung mehr. Das hat ja einige Mannschaftssportarten liegend dazu verleitet, den Beginn der Saison quasi etwas hinauszuschieben und etwas näher an den Beginn, wo dann wieder normale Spiele ausgetragen werden, damit sie eben noch Kurzarbeit haben. Unerheblich ist, ob eben Geisterspiele stattfinden, also Spiele vor Publikum oder ohne Publikum. Wichtig ist einfach, wenn der Betrieb wieder aufgenommen wird, es ist 1 oder 0. 1, also Kurzarbeit kann, wenn eben nicht gearbeitet wird, sobald das wieder aufgenommen wird, ist der Ausfall nicht bestimmbar und deshalb haben Sie dann keine Ansprüche mehr.
Ich habe bei der Präsentation der Arbeitslosenzahlen bereits vermerkt, wir stellen fest, dass insbesondere jetzt vor allem Jugendliche, jüngere Erwerbstätige von der Zunahme der Arbeitslosigkeit und der Stellensuche betroffen sind. Das ist ein Phänomen, das sehen wir immer wieder bei Krisen. Es gibt Anstellungsstopp. Hier darf man nicht vergessen, es geht eben um 1/3 der Betriebe, für die ein Gesuch für Kurzarbeit eingereicht worden ist. Es sei denn, es seien betriebsnotwendige Personen, kann ein Unternehmen, das Kurzarbeit macht, keine Personen anstellen. Und das wirkt sich natürlich gerade für jene, die in den Nachrücken, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, wirkt sich das negativ aus. Das heißt, sie können nicht angestellt werden. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass eine 23-jährige Person eben betriebsnotwendig ist. Und von daher sind die natürlich benachteiligt. Wir sind daran, diese Situation genau anzuschauen. Wir sind auch daran zu schauen, dass Lehrlinge, die Lehre abschließen, Auszubildende, die Lehre abschließen, normalerweise können die im Betrieb weiter beschäftigt werden. Noch einmal, wenn ein Betrieb eben Kurzarbeit macht, ist das formell nicht möglich. Wir sind da zum Schauen, am Anschauen, wie wir das Problem lösen können, dass die nicht noch zusätzlich benachteiligt werden und dass es hier eben Anschlusslösungen geben kann. Es sind 1/3 der Betriebe, für die existiert im Moment quasi ein Anstellungsstopp. Und noch etwas zur Missbrauchsbekämpfung. Wir haben ja letzte Woche auch kommuniziert, wir haben 438 Einsprachen gegen Bewilligungen, die die Kantone erteilt haben, zur Kurzarbeit eingereicht. Jetzt muss man sich hier noch einmal vorstellen, es ist denkbar, dass wir auch Einsprachen zurückziehen, dass der Kanton uns plausibel darlegen kann. Das ist in unserer Meinung nach, ist das ein Kurzarbeitsgesuch, das absolut gerechtfertigt ist. Es ist da möglich, Kurzarbeit zu machen und dann ziehen wir unsere Einsprache wieder zurück. Also in anderen Fällen haben wir ja schon gehört, dass es möglicherweise Unternehmen gibt, die diese Einsprache dann weiterziehen werden und so weiter und so fort. Das nimmt einen üblichen und ganz normalen Rechtsweg. Voilà, das sind meine Ausführungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Zürcher. Herr Brigadier Neff. Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich informiere Sie über den aktuellen Beschaffungsstand und habe 3 Punkte. Erstens, es gibt in der Schweiz genügend Hygienemasken für die Bevölkerung. Wir haben uns heute Morgen nochmals abgestimmt mit den Detailhändlern. Es sind praktisch überall Hygienemasken verfügbar und können gekauft werden. Wir haben in den letzten beiden Wochen rund 900.000 Packungen Hygienemasken an den Detailhandel zum Verkauf abgegeben, gesamthaft rund 18 Millionen Hygienemasken. Diese Abgabe erfolgte im Rahmen der Anschubversorgung, die der Bundesrat vor 2 Wochen beschlossen hat. Zweiter Punkt. Die Versorgung des Gesundheitswesens mit dem Schutzmaterial und den Medizingeräten ist ebenfalls sichergestellt. Wir haben uns in der letzten Woche in einer Beschaffungskonferenz mit den Kantonen abgestimmt und dürfen feststellen, dass die Kantone ihre Reserven wieder aufgestockt haben und der Bund und die Kantone verfügen über eine Versorgungssicherheit von mehr als 40 Tagen bei diesen kritischen Corona-Gütern. Wir haben bisher rund 42 Millionen Hygienemasken abgegeben. Der Bund und die Kantone verfügen derzeit deutlich über 100 Millionen Masken am Lager. Wir verfügen ebenfalls über rund 3,7 oder 4 Millionen Masken im Bereich für FFP2-Masken für das Gesundheitswesen. Oder wir haben bisher rund 161.000 Liter Desinfektionsmittel an das Gesundheitswesen abgegeben. Es laufen derzeit immer noch Beschaffungen. Wir haben rund 30 Millionen Masken im Moment unterwegs. Es sind derzeit rund 33 Flüge mit der Swiss geplant, um die Güter
in die Schweiz zu bringen. Also die Versorgung hier ist sichergestellt. Dritter Punkt, die zukünftige Beschaffungssteuerung. Wir haben eigentlich bisher sehr kostenbewusst eingekauft. Wir haben rund 264 Millionen Schweizer Franken ausgegeben. Das sind 11% der bewilligten Kreditlimite von 2,45 Milliarden Schweizer Franken. Ein Teil dieser Kosten wird noch zurückfließen, weil die von den Kantonen bezogenen Waren zu den Einkaufskosten zurückvergütet werden. Wir beobachten die Versorgungslage sehr intensiv und haben auch die Versorgungsstrategie entsprechend angepasst, dass wir für die Güter Mindestlagerreichweiten bestimmt haben. Das ist im Normalfall 40 Tage, weil wir eben festgestellt haben, dass innerhalb von 40 Tagen sich praktisch alle Güter weltweit beschaffen lassen und die Lager wieder aufgefüllt werden können. Das heißt, wir bestimmen den Tagesbedarf, der gedeckt werden muss, und bestimmen mit der Lagerreichweite den Mindestlagerbestand. Wir haben grundsätzlich per heute die notwendigen Schutzgüter eingekauft und es stehen in diesem Bereich keine weiteren Beschaffungen an. Wir haben in der letzten Woche das erste Mal eine Beschaffung durchgeführt über unsere Webseite www.medtechsupply.ch. Hier schreiben wir die anstehenden Beschaffungsvolumen aus, wobei eben das sogenannte Marktanfragen sind, weil in dieser Phase die Beschaffung nicht dem ordentlichen Beschaffungsrecht unterliegt. Im Moment sind aber diese Beschaffungen soweit abgeschlossen und wenn der Bedarf wieder zunehmen sollte, werden wir hier entsprechende Beschaffungen wieder ausschreiben. Danke schön. Vielen Dank, Herr Brigadier. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr Grosjean. Oui, merci. Ja, Une question pour Ich habe eine Frage an Herrn Koch, was die Risikopersonen angeht. Sie haben ja von einer Lockerung gesprochen. Haben Sie auch die Definition des Begriffs Risikoperson nochmals überdacht? Es ist ja kritisiert worden, dass alle über 65-Jährigen als Risikopersonen definiert wurden. Haben Sie diesen Begriff nochmals überarbeitet? Also eine Person, die älter ist als 65, aber in guter Gesundheit ist, gehört diese Person immer noch zur Risikogruppe. Vielen Dank für die Frage. Diese Diskussion läuft ja schon seit längerer Zeit. Es geht ja hier wirklich darum, festzustellen, ob die Risikopersonen, wie sie bis jetzt definiert wurden, vielleicht anders definiert werden können. Wir haben ja auch Untergruppen dieser Risikogruppen. Aber wir haben im Moment noch keine Daten zur Verfügung, die uns zeigen, ob über 65-Jährige ein größeres oder ein geringeres Risiko aufweisen. Also wir haben im Moment noch nicht ausreichend Daten zur Verfügung, um diese Definition zu überarbeiten. Und wir wissen auch nicht, ob eine über 65-jährige Person, die in guter Gesundheit ist, ein größeres Risiko aufweist als ein 40-Jähriger, der vielleicht eine Vorerkrankung aufweist. Herr Moser. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Neff. Sie haben jetzt gesagt, dass die Versorgung mit Schutzmaterial sichergestellt ist. Es sind jetzt ungefähr so 2,5 Monate, seitdem wir vom Coronavirus reden. Und jetzt ist das Material sichergestellt. Wenn es also ein aggressiver Virus wäre, wären wir schon längst tot. Wieso ging das nicht schneller? Es hatte während der ganzen Zeit genügend Material gehabt, also die Bestände waren nie ausgegangen. Warum sagen Sie, dass es jetzt sichergestellt ist? Das basiert auf der Bedarfsplanung, dass das Gesundheitswesen hat, dass geschätzt wird, was eben in den verschiedenen Szenarien gebraucht wird und was man als Vorsorgehaltung entsprechend bestimmt.
Aber es gibt Güter, die brauchen eine gewisse Beschaffungszeit und das hat sich eben auch gezeigt, was die Beschaffungszeiten sind, was notwendig ist, bis man entsprechende Güter, wenn man sie global beschaffen muss, tatsächlich hier hat. Frau Imboden. Ich habe eine Frage an Herrn Koch. Sie haben da aufgezeigt, wie die Zahlen sehr stark gesunken sind, die Fallzahlen. Heute haben wir den bisher größten Öffnungsschritt mit den Schulen, Restaurants und Läden und so weiter. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen wieder ansteigen werden. Wo ist da für das Bundesamt für Gesundheit die Schwelle? Also ab wann müssen wieder Maßnahmen getroffen werden? Also Restriktionen? Wie immer haben wir keine Prognosen gemacht und deshalb gehen wir auch nicht unbedingt davon aus, dass diese Zahlen jetzt wieder ansteigen werden. Wie ich bereits ausgeführt habe, wenn das Contact-Tracing wirklich gut gemacht werden kann, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass diese Zahlen auch noch weiter absinken. Herr Lenz. Ich habe eine Frage an Herrn Bock. Und zwar haben Sie ja diese systematischen Grenzkontrollen jetzt aufgegeben. In den Erläuterungen zur Covid-Verordnung schreiben Sie, dass die Kontrolle von Einkaufstouristen sehr viele Ressourcen in Anspruch nimmt. Können Sie das etwa beziffern? Und zweitens, wird jetzt ganz spezifisch nach Einkaufstouristen gefahndet seitens der Zollverwaltung und was stellen Sie da fest, hat da die Aktivität an der Grenze bereits sich wieder zugenommen? Ja, vielen Dank. Also ich kann Ihnen die Ressourcen nicht genau sagen, aber es ist natürlich so, warum hat man diese Maßnahme ergriffen? Es ist darum gegangen, dass man den Verkehr über die Grenze auf das absolut erforderliche Maß reduziert. Das ist der Hintergrund dieser Maßnahme. Es ist keine protektionistische Maßnahme, weil man Einkaufstourismus gut oder schlecht finden würde. Wir jagen nicht aktiv Einkaufstouristen. Das ist nicht unser Interesse. Wir kontrollieren ganz normal. Das ist bis gestern eine 100%ige Kontrolle. Das ist auch im Moment grundsätzlich immer noch eine vollständige Kontrolle. Und wir passen uns dem jeweiligen Lagebild entsprechend an. Aber wir haben kein Interesse jetzt, Einkaufstouristen zu jagen. Dafür haben wir gar nicht die Ressourcen. Frau Nowak. Wie viele Einkaufstouristen, ebenfalls eine Frage an Herrn Bock, wie viele Einkaufstouristen wurden denn bisher schon gebüßt? Und etwas, ich habe Mühe, mir vorzustellen, wie ist es denn überhaupt möglich, wenn doch die Grenzen mehr oder weniger dicht sind? Wie kommen die Leute dann raus, betreiben Einkaufstourismus und kommen wieder zurück? Können Sie mir das erklären? Ja, das kann ich Ihnen erklären. Die Schweiz wir führen ja keine Ausreisekontrollen durch. Das heißt, wenn das Nachbarland nicht präsent ist oder die Person einen legitimen Titel für die Einreise ins Ausland hat oder einen solchen entsprechend vorgibt. Sie wissen gar nicht, wie viele Personen plötzlich einen Pflegeauftrag im Nachbarland, in unseren Nachbarländern haben. Sie wären erstaunt, das festzustellen. Ihre Frage zu den Bußen. Also Einkaufstourismus das waren per heute Morgen 6 Uhr 1635 Fälle. Herr Serena. Ja, eine Frage an Herrn Koch. Es geht um die Risikogruppen. Also Kontakte zwischen Generationen sind wieder möglich. Also konkret Eltern können Großeltern wieder besuchen. Ja, das konnten sie immer. Es ist nicht so, dass das verboten wurde in der Schweiz. Nach wie vor gilt dort aber die Empfehlung, dass sie Abstand halten. Was nicht mehr als Empfehlung gilt für die ältere Bevölkerung ist, bleibt zu Hause. Wir sagen, ihr dürft oder ihr könnt
durften sie immer, aber ihr könnt jetzt euch wieder auch bewegen draußen. Achtet aber auf die Hygieneregeln, achtet auf den Abstand und macht nicht Sachen, die euch selber unnötig gefährden. Herr Kocher. Oui, Monsieur Koch. Ja, auch eine Frage an Herrn Koch. Warum gibt es heute keine aktivere Kommunikation betreffend der Änderung der Empfehlungen für die Risikogruppen? Und können Sie vielleicht auf Französisch noch wiederholen, was sich genau geändert hat an diesen Empfehlungen? Ja, das kann ich gerne wiederholen. Wenn wir Empfehlungen herausgeben, dann werden diese auch kommuniziert. Und es gibt hier zwei Dinge. Erstens, alles, was sich direkt an die betroffene Bevölkerung richtet, also eben an die Risikogruppen. Und hier sagen wir, sie müssen jetzt nicht mehr zu Hause bleiben. Wir sagen, sie können nach draußen gehen, spazieren gehen, aber die Angehörigen dieser Risikogruppe sollen weiterhin versuchen, keine riskanten Situationen einzugehen, weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Das Zweite betrifft die Empfehlungen, welche von den Kantonen herausgegeben werden und die Alters- und Pflegeheime betreffen. Und da wurde gesagt, dass man versuchen sollte, Besuche wieder zuzulassen in den Alters- und Pflegeheimen, aber natürlich unter Wahrung von Schutzkonzepten und unter Einhaltung von Maßnahmen, welche das Infektionsrisiko minimisieren. Und bei den Alters- und Pflegeheimen handelt es sich um ziemlich detaillierte Empfehlungen. Die haben wir neu geschrieben und die sind auf Internet auch verfügbar. Auch mal eine Frage an Herrn Koch. Es ist ja heute schon ein sehr großer Öffnungsschritt. Vieles passiert gleichzeitig und Sie passen auch die Empfehlungen für die vulnerablen Personen an. Sie sagen gleichzeitig, Sie denken nicht, dass die Fallzahlen nach oben gehen werden. Wie beurteilen Sie denn diesen heutigen Tag? Sind Sie nicht vielleicht auch ein kleines bisschen nervös? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr erleichtert, dass wir sehr vielen Leuten wieder Sachen ermöglichen können, die bisher nicht möglich waren. Man muss immer daran denken, dass Maßnahmen auch negative Seiten haben und ich bin sehr erleichtert, dass wir jetzt mindestens einen Teil dieser negativen Seiten beseitigen konnten. Nach wie vor habe ich sehr viel Vertrauen in die Schweizer Bevölkerung. Es sind nicht die Maßnahmen an und für sich, die die Infektionen verhindern, sondern es ist das Verhalten der Leute. Und die Maßnahmen erleichtern das richtige Verhalten durchzuführen. Und ich bin absolut überzeugt, dass die allermeisten Leute in der Schweiz wissen, wie sie sich zu verhalten haben, die Hygieneregeln jetzt wirklich kennen und auch weiterhin Abstand halten, überall dort, wo das möglich ist. Und deshalb bin ich nicht nervös, ganz im Gegenteil. Herr Jubin. Eine Frage an Herrn Koch. Seit über einer Woche gibt es weniger als 100 Neuinfektionen. Haben Sie schon untersucht, aus welchen Bereichen diese Personen kommen, wie sie sich infiziert haben? Vielen Dank für diese Frage. Wir haben heute Morgen im Einzelnen dieses Thema besprochen. Wir möchten in der Tat wissen, wie und wo sich die Personen anstecken. Aber mit den derzeit verfügbaren Daten aus den obligatorischen Meldungen heraus ist das nicht möglich. Die Kantone müssen wirklich eine Nachverfolgung, ein Tracking vornehmen, jener Personen, die sich in Quarantäne befinden. Und mit diesen Daten könnten wir dann natürlich solche Studien durchführen. Die Wissenschaft müsste dann natürlich solche Studien durchführen, damit wir wissen, wo und wie sich die Personen jetzt noch neu infizieren. Eine telefonische Anfrage einer Journalistin entgegen von RTS, Frau Gilliot. Ja, eine Frage an Herrn Zürcher. Sie hatten
viele Dinge erklärt im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung der Restaurants und der Möglichkeit, dass ein Teil der Belegschaft noch in Kurzarbeit bleibt. Da stellt sich jetzt die Frage des Missbrauchs. Wie kann man diese Missbräuche vermeiden? Sind die Kantone dazu zuständig? Was für Möglichkeiten haben Sie dazu? Und haben die Kantone auch die Möglichkeit, das alles zu überwachen? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, dass ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Sie sprechen von den Schutzkonzepten oder von der Kurzarbeit? Nein, ich spreche von der Kurzarbeit. Ja, also die Kantone müssen das natürlich überprüfen, weil sie müssen ja die Genehmigung überhaupt erst erteilen zur Kurzarbeit. Und Sie müssen auch kontrollieren, ob es ein Problem gibt, wenn man sich zum Beispiel nicht einig ist betreffend der objektiven Umstände. Dann müssen die Kantone überprüfen, ob die Situation es tatsächlich nicht zulässt, dass man wieder normal arbeitet, sondern dass man eben weiterhin Kurzarbeit fordert. Das ist die Aufgabe der kantonalen Behörden. Herr Kamartin. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Koch. Aus Taucherkreisen, aber auch aus Musikerkreisen höre ich eine gewisse Besorgnis wegen Langzeitfolgen einer Viruserkrankung, was die Lunge betrifft, also für Blasmusikspieler, ob das Konsequenzen haben könnte. Wie schätzen Sie dort die Lage ein und was empfehlen Sie den Leuten? Ja, das ist jetzt eine Frage, die kann ich so nicht beantworten, da ich nicht Pneumologe bin und auch nicht klinisch tätig. Ich glaube, da muss man wirklich die Pneumologen fragen. A priori gehe ich nicht davon aus, aber ich kann es wirklich nicht im Detail beantworten. Herr Lenz. Auch an Herrn Koch und gleich im Anschluss an die Frage von Kollege Kamartin. Es häufen sich in den USA, Italien und in Frankreich Meldungen, wonach vor allem junge Menschen, die nur mild erkrankten, auch Monate nach der Genesung mit verschiedenen Symptomen kämpfen, wie Erschöpftheit, Atemnot, Herzrasen, Migräne, Magenbeschwerden und so weiter. Weiß man etwas darüber, wie es den Genesenen in der Schweiz geht? Gibt es Kontakte? Gibt es Fälle, wo Leute wieder ins Spital kommen und tatsächlich diese Beschwerden haben? Ist dazu etwas bekannt? Also auch nur anekdotisch von Leuten aus den Spitälern, die Ähnliches berichten. Ob das jetzt ganz spezifisch wegen dem Coronavirus ist jetzt noch schwierig zu sagen, weil sehr viele virale Infekte machen solche Symptome. Aber muss die Zukunft zeigen, die Klinik zeigen, und es sind wirklich die Kliniker, die das beantworten müssen. Das können wir nicht erfassen und ist auch nicht im Moment unser Fokus. Auch dazu müsste man dann am Schluss wahrscheinlich eine klinische Studie erstellen. Frau Imboden. Ich habe zwei Fragen an Herrn Bock zu der Praxis am Zoll der Bussen generell. Es war so, dass in den ersten Wochen, zumindest nach der Grenzschließung, dass Menschen mit Schweizer Pass oder Niederlassungsbewilligung in der Schweiz Bussen verhängt erhielten. Diese Bussen wurden von Rechtsgelehrten als unzulässig beurteilt, also es fehlt die rechtliche Grundlage dazu. Wie kam es zu dieser Praxis und wie ist es heute? Erhalten Menschen, die Ausflüge machen ins Ausland, eine Buße, auch wenn sie nicht eingekauft haben? Also das Erste, Sie sagen es richtig, es wird von Rechtsgelehrten als unzulässig erachtet. Ich darf das als Jurist sagen, 2 Juristen, 3 Meinungen. Das wird man nachher sehen, ob das einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Auch wir werden selbstverständlich unsere Praxis kritisch überlegen. Sehen Sie, wir sind eine Einsatzorganisation und etwas Schönes in einer Einsatzorganisation ist der sogenannte After-Action-Review. Da sitzt man zusammen und sagt, was hat gut funktioniert und was hat schlecht funktioniert. Und ich kann Ihnen versichern, da werden auch solche Fragen mit hineinkommen. Zweitens, nein, das war in der Anfangssituation notwendig. Sie erinnern sich, dass Herr Bundesrat Berset immer gesagt hat, wir sind in einem Prozess drin. In der Anfangssituation war die Situation an den Grenzen sehr unübersichtlich.
Es war ein belastetes System. Man wusste noch nicht genau, wie sieht das Risiko aus. Jetzt hat sich das System eingespielt. Und aus dem Grund hat man dann natürlich auch die Praxis entsprechend angepasst. Und ganz konkret auf Ihre Frage, nein, dort werden keine Bußen verhängt. Man hat ja auch die Rechtsgrundlage geändert. Die ursprüngliche Grundlage, das war ein relativ allgemein gehaltener Artikel 127 des Zollgesetzes. Inzwischen hat man einen Ordnungsbußentatbestand erhoben und dem auch Rechnung getragen. Wenn Sie ein einfaches Beispiel möchten, ist es wie im Straßenverkehrsrecht. Im Straßenverkehrsrecht haben Sie allgemeine Bußenartikel und Sie haben zu einer Vereinfachung des Verfahrens dann einen Ordnungsbußentatbestand. Bis Sie aber zu einem Ordnungsbußentatbestand kommen, brauchen Sie eine gewisse kasuistische, eine Fallerfahrung. Und die haben wir jetzt entsprechend bekommen. Herr Grosjean. Wir wissen nun, dass es in der Schweiz genügend Masken gibt. Ich habe mir das Video auf der Webseite des BAG angeschaut, das erklärt, wie man eine Maske richtig handhabt. Ich war etwas erstaunt. Man sieht da eine Person, die zieht die Maske an, sie ist aber nicht gut am Ohr befestigt. Auf der Seite gibt es noch Freiraum. Ich frage mich nun, ist das ein Fehler oder kann man die Maske wirklich so locker tragen? Vielen Dank für die Frage. Also wir können uns vielleicht das Video nochmals anschauen und prüfen, ob man etwas verbessern sollte. Man kann immer etwas verbessern, aber eine Maske muss natürlich korrekt getragen werden. Sie muss auch gut über die Nase und den Mund gezogen werden. Das ist wahrscheinlich den einfacheren Teil der Antwort. Aber wie man eine Maske richtig anzieht, was man mit einer Maske macht, wenn man sie dann wieder abzieht, das ist der schwierigere Teil. Und das ist natürlich etwas schwierig, das den Leuten in einem Video zu erklären. Ein Video hat immer auch gewisse Grenzen. Und außerhalb von Fachkreisen ist es relativ schwierig, den Leuten beizubringen, wie man eine Maske korrekt trägt. Aber technisch gesehen muss auf der Seite die Maske richtig am Gesicht eng anliegen. Nein, je nach Maske und der Person, welche die Maske nutzt, ist es nicht zwingend. Die Hygienemaske schützt ja vor allem die anderen. Und wenn die Maske nicht auf der Seite eng anliegt, dann macht das nicht so viel aus. Aber wenn die Person dann infektiös ist, also selbst Träger des Virus ist, dann darf man natürlich diese Maske mit den Händen nicht berühren. Seit heute sind ja ganz viele Geschäfte wieder offen, Restaurants und so weiter, Betriebe. Und die müssen alle Schutzkonzepte haben. An wen können sich die Menschen wenden, wenn sie das Gefühl haben, dass ein Schutzkonzept irgendwie nicht so gut umgesetzt wird in einem bestimmten Laden oder vielleicht auch nicht so ein gutes Konzept? Die wurden ja nicht kontrolliert vorgängig, all die Konzepte von Ihnen, so wie das kommuniziert wurde. Also gibt es irgendeine Stelle, an die man sich wenden kann, oder ist es einfach, hängt es davon ab, in welcher Gemeinde, in welchem Kanton und in welchem Bezirk man sich gerade aufhält? Oder gibt es so etwas Zentrales, das ein bisschen kanalisieren würde? Nein, es gibt keine zentrale Ombudsstelle. Wir teilen uns diese Aufgabe der Schutzkonzepte ab. Betont, der Bund kontrolliert oder nimmt diese Schutzkonzepte nicht ab. Der Bund nimmt auch nicht ab, wenn man in einem Maschinenbetrieb steht und dann steht irgendwo ein Plakat, nie unter schwebenden Lasten. Okay? Das sind die Umsetzungen, die der Arbeitgeber treffen muss, um ein bestimmtes Schutzniveau zu erzielen. Von dem geht man aus. Also das Arbeitsgesetz wurde jetzt nicht außer Kraft gesetzt. Es gilt immer noch diese Philosophie. Und ich sage, es gibt zwei Philosophien.
Die eine Philosophie sagt, alles ist verboten, außer was explizit genehmigt ist. Und die andere sagt, es ist zumutbar, es ist erlaubt, aber wir gehen dann kontrollieren. Und im Arbeitsgesetz ist der zweite Grundsatz. Und der funktioniert in x anderen Kontexten auch. Ich denke nur an die flankierenden Maßnahmen. Wir gehen ex post, gehen wir kontrollieren, sind die Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten. Und hier ist das ein Grundsatz, der schon seit Bestehen des Arbeitsgesetzes gelebt wird. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass der Arbeitnehmer seine Gesundheit nicht schädigt. Das ist der Grundsatz. Jetzt ist es noch ergänzt, oder, durch diese quasi neuen Auflagen, Hygiene, Abstandsregeln und so weiter, quasi diese virusbezogenen Auflagen. Aber sonst gilt einfach die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers. Und ich habe das gelesen übers Wochenende, es wurde da ziemlich Unsinn erzählt von Staatshaftung und so weiter. Staatsfürsorgepflicht, das gibt's nicht im Arbeitsgesetz. Es ist der Arbeitgeber, der dafür sorgen muss, dass seine Angestellten zu Bedingungen arbeiten können, die der Gesundheit nicht schaden. Und das ist hier genau gleich. Und jetzt wird eben kontrolliert. Und Sie können davon ausgehen, die Kantone, die sind sich ihrer Verantwortung hier sehr wohl bewusst. Und sie werden kontrollieren, sie werden auch noch verstärkt in den Kontrollen durch die kantonalärztlichen Dienste beispielsweise, wenn es um spezifische Fragen geht, Hygienefragen, wo die Arbeitsinspektoren vielleicht nicht das ihr Hauptgebiet ist. Aber dass die Konzepte nicht kontrolliert oder vorher abgenommen worden sind, heißt nicht, dass sie schlecht sind oder dass sie ungenügend sind. Und es muss auch, und wir haben viele Diskussionen gehabt mit den Arbeitsinspektoraten, oder, eine Schutzscheibe. Muss man da jetzt eine Norm aufstellen? Muss die halben Meter hoch sein? Muss die 60 Zentimeter hoch sein? Was aus Sicht des Arbeitsinspektors wichtig ist, ist, dass das Schutzniveau erreicht wird mit den Maßnahmen, wie sie umgesetzt werden. Und jetzt ist klar, dass in einem Coiffeursalon wahrscheinlich die Maßnahme oder die Anforderungen, die Grundsätze, Hygienegrundsätze, etwas anders ausgelegt werden müssen, als wenn ich in einem Bürokontext bin, als wenn ich in einem industriellen Kontext bin und so weiter. Und dafür sind dann nachher die Branchen zuständig, eben zu schauen, was ist der spezifische Arbeitskontext und wie muss sich diese Regeln oder diese Vorgaben spezifisch für den vorliegenden Arbeitskontext umsetzen. Aber das Ziel ist klar, oder? Und von daher, das ist etwas, das wir im Arbeitsrecht oder in den Arbeitsbedingungen nie gekannt haben, dass es a priori verboten ist, es sei denn, es werde bewilligt, sondern es gilt der Grundsatz, der Arbeitgeber hat eine Sorgfaltspflicht, wir gehen davon aus, er erfüllt die. Wenn er die nicht erfüllt, es kann Kontrollen geben und dann gibt es nicht eine Buße oder so etwas, sondern dann wird die Arbeit eingestellt oder der Betrieb geschlossen. Kurz nachfragen, also das habe ich verstanden, aber es würde mich doch interessieren, also wenn ich jetzt beispielsweise zum Coiffeur gehe und dann singt er da lauthals unbemaskt irgendein sehr schönes italienisches Lied, ich sage ihm, hey, mach das bitte nicht, das ist hygienisch vielleicht nicht ganz unbedenklich und er kümmert sich nicht darum. Ja, wenn er nicht schon wo kann ich das, also muss ich dann den Coiffeurverband anrufen und sagen, hey, hallo, oder ja, wäre das nicht, wenn er nicht schon zum ultimativen Schnitt angesetzt hat, würde ich mich aufstehen und davonlaufen, oder? Es gibt keinen, ja, das ist natürlich schon so, oder? Deshalb, und das ist das, was ich jetzt sehe, oder? Ist gerade in Läden und so weiter, die sind stark bestrebt, eben auch den Kunden eine gewisse Sicherheit zu geben. Bei mir kannst du gefahrlos konsumieren, bei mir kannst du dich eben gefahrlos einem Haarschnitt unterziehen und so weiter, oder? Und natürlich gibt es auch da, wenn Sie dann Sorgen haben, ich gehe davon aus, Sie können sicher das kantonale Arbeitsinspektorat kontaktieren, die werden möglicherweise diesem Fall nachgehen.
Es gibt Stichproben auch auf Denunziation hin. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, das ist dort nicht in Ordnung, dann wird dieses kantonale Arbeitsinspektor, was die Arbeitsbedingungen angeht, dem sicher nachgehen. Herr Lenz. Auch noch eine Frage an Herrn Zürcher. Sie haben angesprochen, diese 438 Einsprachen des SECO gegen von den Kantonen bewilligte Kurzarbeitsgesuche. Befinden sich unter diesen 438 Einsprachen auch solche, die staatsnahe Betriebe betreffen, wie SBB, Post oder SAG? Und wenn ja, welche? Ja, es befinden sich Gesuche von Gemeindebetrieben, von öffentlich-rechtlichen Betrieben, von Transportbetrieben, von Schulen etc. Aber wir sagen Ihnen das nicht, wer genau dort, ob das jetzt die Post ist, ich weiß es nicht mal. Oder? Es ist so, dass das nicht öffentliche Informationen sind, weil es eben eine Einsprache ist gegen den Kanton, der diese Bewilligung erteilt hat. Es ist nicht der Betrieb in erster Linie schuldhaft, in Anführungszeichen, sondern es ist der Kanton, der in unserer Einschätzung eine Bewilligung erteilt hat, die nicht auf rechtmäßigen Grundlagen beruht und die eben die Anspruchsvoraussetzungen nicht berücksichtigt hat. Deshalb ist es eine Einsprache beim Kanton, dass der eben das Bundesrecht nicht korrekt vollzieht. Und dann kann der Kanton belegen, doch, hier sind die Voraussetzungen absolut gegeben und die Anspruchsvoraussetzungen sind gegeben. Und dann ziehen wir möglicherweise unseren Einspruch zurück. Das ist das normale Prozedere, nur jetzt sind es halt etwas größere Zahlen. Wir haben auch in anderen Zeiten, machen wir das laufend, dass der Kanton natürlich für seine Betriebe auf seinem Kantonsgebiet vielleicht etwas mehr Sympathien hat und sagt, okay, also hier gebe ich jetzt oder da gebe ich die Bewegung und dann ist es an uns, da etwas zu schauen und gegebenenfalls eben Einsprache zu heben. Und das haben wir gemacht. Und es ist nicht üblich, dass wir da irgendwie Adressen herausgeben. Das ist, also das wäre absolut nicht korrekt, oder? Aber es sind allerhand Betriebe, eben von Elektrizitätswerken über Schulen, öffentliche Schwimmbäder bis zu öffentlichen Transportunternehmen und so weiter. Herr Moser. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Koch. Sie haben vorhin an Kollegin Imboden gesagt, dass Sie keine zweite Welle erwarten. Aber was mich interessieren würde, aufgrund von welchen Kriterien werden Sie beschließen, dass wir die außerordentliche Situation beenden? Also erstens habe ich nicht ganz gesagt, ich erwarte keine zweite Welle. Ich habe gesagt, ich erwarte jetzt aufgrund der Lockerungen nicht einen Wiederanstieg der Fälle. Aber die Frage, die Sie stellen, die müssen Sie dem Bundesrat stellen. Das ist am Bundesrat am Schluss zu entscheiden, wann die außerordentliche Lage abgelöst wird durch ordentliches Recht. Das ist nicht eine Fachfrage, ist keine Frage der Zahlen. Erlauben Sie mir eine Nachfrage. Der Bundesrat stützt sich ja auf Ihre Einschätzungen ab. Also sagen Sie, wenn der außerordentliche Zustand beendet wird? Ja, auch da irren Sie sich. Der Bundesrat stützt sich nicht auf meine oder nicht nur auf meine Einschätzungen ab, sondern auf verschiedene Quellen. Und es sind nicht nur die epidemiologischen Einschätzungen, die ausschlaggebend sind. Es sind ganz andere juristische Fragen, vor allem auch die Fragen zum Beispiel der Grenzschließungen, die außerordentliches Recht beantragen. Für die Fragen, die rein epidemiologischen Fragen, und das hat Bundesrat Persig auch am Freitag auch noch einmal betont, für die rein gesundheitspolitischen Maßnahmen hätte das Epidemiengesetz mit der besonderen Lage bereits ausgereicht. Da hätten wir die außerordentliche Lage nicht unbedingt gebraucht. Aber wie das jetzt weiter beurteilt wird und wie und wann es geändert wird, das ist wirklich am Schluss eine Frage des Bundesrates mit den entsprechenden Unterlagen, die von praktisch sämtlichen Departementen dann geliefert werden müssen.
Herr Häsler. Voilà, jetzt ist gut. Ich gestatte mir eine Nachfrage zur Frage von Kollege Moser. Wann empfehlen Sie, dass die Fünferregel quasi aufgehoben wird? Ich glaube nicht, dass ich jetzt mit Daten hantieren werde. Was ich sage ist, je besser sich die epidemiologische Lage entwickelt, und das heißt, je kleiner die Fallzahlen werden und je besser wir das Contact Tracing durchführen können, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit, dass weitere Lockerungsmaßnahmen ergriffen werden. In welcher Reihenfolge, in welcher Geschwindigkeit, das ist dann schlussendlich wirklich auch ein Entscheid des Bundesrates. Ich nehme eine telefonische Anfrage von Herrn Gänger von Kisten SDA entgegen. Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Zürcher. Und zwar hat der Bundesrat ja vor einer Weile die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften des Arbeitsgesetzes sistiert in den Covid-19-Spitalabteilungen. Und meine Frage ist jetzt, wo sich die Lage beruhigt, bis wann wird diese Regelung in Kraft sein? Und haben Sie Kenntnis von Missbräuchen? Gewerkschaften monieren teilweise, dass Spitäler diese Regel pauschal auf alle Abteilungen angewendet haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Frage. Zuerst einmal vielleicht, wie ist es dazu gekommen? Das war ganz am Anfang, noch im März oder sogar schon im Februar, wurden wir von der Tessiner Kantonsregierung angeschrieben, wurde der Bundesrat angeschrieben, bitte sistiert die Arbeits- und Ruhezeiten in den Notfallabteilungen. Wir sind nicht in der Lage mehr, die Schichtplanung a priori so zu machen, dass wir nicht die Ruhezeit und das Arbeitszeitgesetz verletzen. Deshalb hat der Bundesrat dann das suspendiert, und zwar bezogen nur auf diese Notfallabteilungen in den Spitälern. Die Dauer ist meines Wissens wie alle diese Covid-Verordnungen bis 31. August, wenn es mir, Sie wissen das besser. Es ist einfach befristet, bis diese ganzen Verordnungen auslaufen. Das wird irgendwie Ende August, Anfang September meines Wissens der Fall sein. Und das Zweite ist dann die Frage Missbräuche. Ich meine, es gibt genug Möglichkeiten, eben Missbräuche zu beanstanden. Es gibt den Rechtsweg, den üblichen Rechtsweg, aber ich kann uns von den Arbeitsbedingungen sind jetzt hier keine solche Missbräuche bekannt geworden. Es ist auch noch zu unterscheiden, hier geht es nur um die Arbeits- und Ruhezeitregelungen. Es geht in keiner Art und Weise um die Entlohnung. Die Entlohnung, das ist zum Teil in Gesamtarbeitsverträgen geregelt, das ist anders geregelt. Und hier hat sich überhaupt nichts geändert. Also ich müsste konkret Kenntnis erhalten von Missbräuchen. Wir würden dem sicher nachgehen, aber uns sind keine zugetragen worden. Dankeschön. Herr Lenz. Noch eine Frage an Herrn Zürcher. Sie haben von 1,8 irgendetwas Millionen Beschäftigten unter Kurzarbeitsgesuchen gesprochen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es letzte Woche noch 1,9. Hat hier bereits eine erste Reduktion stattgefunden? Hat man eine Trendwende erreicht? Nein, ich habe, und ich entschuldige mich, wenn ich dafür Verwirrung sorge, wir haben von 189.403 Betrieben für 1.931.398 Personen ein Gesuch. Und für 185.375 Betriebe für 1,868528 ein bewilligtes Gesuch. Das ist der Unterschied. Die Bewilligungsquote aktuell liegt bei 97%. Der Unterschied ist nur, es sind alles große Zahlen, dann sind natürlich kleine Prozentsätze sind auch groß. Bitte. Noch einmal eine Frage an Herrn Zürcher. Sie haben gesagt, Fußballclubs, die jetzt den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, die haben kein Anrecht auf Kurzarbeit. Ist das jetzt ab heute so in Kraft? Ja, das war immer schon so in Kraft. Das ist eine Praxis, nur war die nicht so relevant in normalen Zeiten. Jetzt wurden wir mit dieser Frage erneut konfrontiert.
Sie wissen ja, in der Arbeitslosenversicherung sind verschiedene Sportler auch versichert. Und es geht hier um den professionellen Mannschaftssport und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen müssen selbstverständlich auch erfüllt sein. Und dann haben wir das jetzt einfach noch einmal klar gemacht, oder? Weil wir wurden auch konfrontiert, das sind nicht neue Situationen. Wir haben die in anderen Zeiten auch schon mal gehabt. Ich sage, vor 10, 15 Jahren gab es vielleicht schon mal so einen Fall, aber das ist jetzt nicht unsere tägliche Praxis und deshalb haben wir das zugunsten auch der Kantone, die uns dann jeweils fragen, wie sollen wir dieses Gesuch erteilen oder bewilligen und so weiter, haben wir diese Frage geklärt in dem Sinne. Oder noch einmal zusammengefasst und hoffentlich verständlich kommunizieren können. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine. Ja, noch eine Nachfrage? Noch eine, Herr Koch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Corona-Tracing-App, die Contact-Tracing-App sollte jetzt technisch bereit sein und wird jetzt getestet. Wissen Sie, ist die auf dem Stand, dass sie trotz begrenzter Bluetooth-Bandbreite jetzt die Geräte an einem Standort erfassen kann? Das weiß ich wirklich nicht. Wenn keine mehr Fragen mehr sind, dann beschließen wir hier diesen Point de Presse. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Guten Tag, meine Damen und Herren.